Hallo und herzlich willkommen da zurück zu City Skylines. Heute wollte ich mich doch mal diesen Spezialgebäuden widmen. Oh, endlich, wir haben eine grosse Stadt und wir können endlich ein Krematorium bauen und endlich eine Wasseraufbereitungsanlage. Das finde ich doch schon mal sehr schön. Aber trotzdem würde ich gerne mit dem hier anfangen. Und zwar, irgendwo muss das hingebaut werden. Kann man das nicht einfach irgendwo hinbauen? Nein, das kann man natürlich nicht irgendwo hinbauen. Ist schon klar gewesen. Würde ich doch sagen, bauen wir das einfach mal da an. Bansk. Einfach so, wie wir es können. Die sind jetzt glücklich darüber, ich bin es auch. Und ja. Mal schauen, ob das irgendetwas bringt. Wir sehen, wir haben noch ganz einen Haufen Totensymbol. Das ist, weil unser Friedhöfli da oben voll ist. 3000 von 3000 Sender. Oh, aber schaut mal da. Aha. Ja. Wir haben hier einen neuen Friedhof und da unten haben wir ebenfalls einen neuen Friedhof. Und das sollte uns eigentlich schon bald helfen, dass wir da nicht mehr so viele Probleme haben. Jetzt haben wir auch natürlich ganz viele verlassene Gebäude. Ich habe in der kleinen Aufnahmepause, die ich gemacht habe, ein bisschen gewütet und ganz viele neue Wohnungen gebaut. Und das hat jetzt natürlich zur Ursache, das ist die Ursache, dass wir da ein paar verlassene Gebäude haben, aber das wird sich jetzt gerade wieder legen. Denke ich, hoffe ich. So. Wow, das sieht nicht schlecht aus. So. Ah, da jetzt noch. Da und da. Und dann ist das okay so. So, gehen wir noch schnell in die Industrie schauen. In der Industrie hat es irgendwie, denke ich mir, läuft es gerade momentan. Das, gut, da jetzt zwei, die nicht laufen. Gut, mit denen nach einem kurzen Prozess. So. Und jetzt müsste das Ganze eigentlich wieder laufen. Als erstes mache ich doch da mal ein Krematorium. So, Krematorium. Das ist das Krematorium, genau, das ist das Krematorium. Mache ich doch das gerade irgendwie, wieso nicht gerade da hin? Oder da? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, wann mache ich das Krematorium? Wie ist das? Hat das irgendwie einen Einflussbereich oder so? Nein, hat es nicht. Gut, in dem Fall mache ich es halt einfach. Wieso nicht da so hin? Nein, da. Oder da. Ich weiß es nicht. Wann soll ich das Krematorium bauen? Ich baue es jetzt einfach mal da hin. Bam. Machen wir da eins und da unten würde ich halt doch gleich gerne auch noch eins haben. Ich mache das da jetzt hin. Ich verstehe es nicht so ganz. Soll ich das da machen? Nein, das ist ja blöd. Da so. Bam. Einfach so, weil ich es kann. Gut, haben wir das Krematorium gemacht. Jetzt können wir nämlich den hier entleeren und dann kann ich den endlich löschen. Und da endlich eine dickere Straße aufziehen. Wird das Ganze geleert? Es wird geleert. Gut. Das Gebäude leert sich. Finde ich gut, finde ich positiv. Wieso haben wir so viele Tote? Ich weiß es nicht. Weil, wenn wir jetzt da mal... nein, das ist nicht beim Müll, das ist da. Wenn wir das Ganze anschauen, hat es eigentlich überall genug Transportbüros. Weißt du, wir machen da einfach nochmal das Krematorium hin. Wieso auch nicht? Da, bam. Und die sind alle glücklich darüber. Dann mache ich halt da noch eins hin. Bam. Die sind auch glücklich darüber. Und... da so. Bam. Die sind auch glücklich darüber, ich bin es auch. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Krematorien. Wie viele Krematorien habe ich jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung, die sind sau teuer gewesen. Die moderne Entsorgung der Verstorbenen erfolgt mit Hilfe von Wärmeenergie. Zufälligerweise spart das auch Platz. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Weiter so. Finde ich gut.
dann würde ich sagen, lassen wir es weiterlaufen. Die toten Köpfe, die werde ich sich wahrscheinlich schon bald entfernen. Und was habe ich sonst noch gemacht in der kleinen Aufnahmepause? Eigentlich nicht sehr viel. Nicht sehr einen grossen Haufen. Das entleert sich langsam, aber stetig. Eigentlich hätte ich hier noch ein Krematorium Platz. Soll ich hier noch ein Krematorium hin tun? Ich glaube, da tue ich jetzt ein Krematorium hinbauen. Wieso nicht gerade da? Einfach nur, weil ich gerade Bock und Lust habe. Machen wir da noch ein Krematorium hin. Geht nicht, natürlich. Geht natürlich. Dann halt da so. Bams. Einfach nur, weil ich es kann. So. Jetzt, was habe ich sonst noch gemacht? Ich habe unter die Statue gebaut. Wo habe ich sie? Da ist sie. Statue des Wohlstands. Unterhalt 400 pro Woche. Im Normalbetrieb Statue des Wohlstands. Eine dekorative Statue. Besuch letzte Woche 9. Touristen letzte Woche 0. Also wir sind nicht gerade sehr touristenattraktiv oder attraktiv für Touristen, oder wie man dem auch immer sagen. Das ist eigentlich sehr schade, aber es kratzt mich wenig. Oh. Moment. Oh, Moment. Die muss weg da. Jetzt ist mir gerade etwas in den Sinn gekommen. Und zwar habe ich ja da eigentlich noch eine Verbindungsstrasse einbauen, um die Straße hier zu entlasten. Ja, mache ich doch das. Und zwar da eine 6-spurige dicke Straße. Dicke 6-spurige Straße. Und das Ganze natürlich einbahnisiert. Das geht nicht, aber das würde gehen. So. So, mal schauen, ob die das nutzen oder nicht. Die von unten her kommen, nutzen es auf jeden Fall schon mal. Auf jeden Fall schon mal, ich würde sagen eigentlich. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen, spulen wir ein bisschen vor und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Naja. Sieht ein kleines bisschen besser aus. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist, brauchen wir denn überhaupt das da noch? Wenn wir es jetzt anders gelöst haben. Eigentlich nicht. Das sind die Straßen, die alle nochmal nach Hause geführt haben. Stellt sich mir die Frage, was, wenn ich die Straße ausbaue zu einer grossen Einbahnstraße? Ich denke, das wäre nicht einmal so eine ganz schlechte Idee. Okay. So, dann haben wir hier ein bisschen die Wandsiedlung verunstaltet. So. Und dann so. Gut. Okay. Mal schauen, ob das fruchtet, was ich gemacht habe. Ich weiß es nicht. Müsste aber eigentlich. Müsste sich jetzt ein bisschen beruhigt haben, die ganze Verkehrssituation da umeinander jedenfalls. Die gehen in die Industrie, die gehen raus wahrscheinlich. Ja, mal, ich muss sagen, ich bin zufrieden mit meiner Verkehrsführung, wieder mal. Ich kann mir da nur selber... Wieso? Wir haben zu wenig Wasser. Frage ich mich, wieso haben wir zu wenig Wasser? Das heisst, wir brauchen ein weiteres Pumpwerk. Oh, wir können natürlich jetzt eine Kläranlage machen. Jetzt ist die Frage.
Gebäude muss an der Küste platziert werden. Ja, aber was bringt mir das? So, jetzt schauen wir mal. Wasseraufbereitungsanlage. Ach, Sie wollen kein Abwasser in Wassergebiete pumpen. Zur Reduzierung der schädlichen Umwelteinflüsse der Stadt können Sie eine Wasseraufbereitungsanlage bauen, reinigt die Verschmutzung des Abwassers um 85%. Das ist aber noch mit Abflussrate, wo das würde beeinflussen. Das heisst, die zwei Teils da. Dann mache ich doch das mal da so. Genau, dann muss das natürlich einen Anschluss haben an unser System. Und dann mache ich da halt einfach nochmal Pumpen rein. Wir können es nicht umgehen, wir brauchen das einfach jetzt halt so. Einmal und vielleicht nochmal eine da. Zweimal. Und dann werde ich die natürlich auch angeschlossen. Wo habt ihr den Anschluss? Wo habt ihr den Anschluss? Da habt ihr den Anschluss. Einmal und zweimal. So. Denke ich, das müsste klappisieren. Ja, das läuft alles schon mal. Gut, 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 gut. Ich habe eben Bedenken gehabt, dass durch das, dass wir jetzt hier die Staumauer haben, dass wir durch das hier einen Rückfluss haben und sich dann das dreckige Wasser mit dem sauberen Wasser vermischt. Aber ich glaube, dem ist nicht so. Und ja, das sind Unterirdische da, das ist absolut richtig so. Das müsste gehen, das müsste funktionieren. 96 Megawatt leistet unser kleines Kraftwerk da. Und ich frage mich jetzt gerade, würde ich das, also eigentlich könnte ich jetzt da sagen, du weg. Sieht man da irgendwo, wie viel das effektiv tut rauspumpen, oder sieht man das nicht? 640 pro Woche, 320, das ist natürlich gerade doppelt so teuer wie das andere, aber ist absolut okay. Wir haben hier natürlich eine sehr, sehr geringere Wasserverschmutzung als durch das da. Also wir sehen ja, da kommt es praktisch ungefiltert raus und da ist halt schon sehr, sehr viel besser. Ich fälle doch nicht alle Bäume, das sind die Bauunternehmen, die das machen. So, dann haben wir hier ein verlassenes Gebäude, machen wir das mal weg. Totenköpfe scheinen praktisch alle verschwunden zu sein jetzt. Der ist noch nicht leer. Und der ist auch nicht leer. Mal schauen, wie viel hat es denn da innen. 171. Da hat es gar keine. Wo sind die anderen, die ich gebaut habe? Ich habe die einfach irgendwo hingebaut. Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß es, da ist glaube ich noch einer, genau. Krematorium 1 von 9, 2 von 9. Letzte Woche haben wir 19 entsorgt sozusagen. Das ist absolut in Ordnung so. Mir gefällt es da langsam. Mir gefällt es da langsam mal. Ich muss sagen, auch das Industriegebiet sieht nicht schlecht aus. Man braucht jetzt natürlich wieder Industrie. Man braucht jetzt ganz Haufen Industrie. Bald. Wieso ist da keine Industrie? Da ist einfach nicht ausgewiesen als Industrie. Dann machen wir das noch schnell. Dann machen wir auch da noch Industrie und da noch Industrie und da Industrie und da Industrie und wo dann noch überall Industrie? Überall Industrie, wo wir es nochmal hinbauen können. Da ist natürlich überall alles Industrie. Industrie, 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 Industrie. So. Industrie wäre wieder gebaut. Sozusagen. Okidoki. Wie sieht es aus mit dem Verkehr? Der Verkehrsfluss da hat sich verbessert. Räumung beendet. Endlich. Danke vielmals. So,
Ja, die sind jetzt natürlich alle traurig, dass wir dort den Friedhof abgerissen haben. Das macht aber gar nichts. Das macht wirklich nichts. Weil jetzt können wir nämlich hier die Straße endlich abreißen. Da habe ich ja schon lang mal vorgehabt. Und jetzt endlich kann ich es auch machen. Dann machen wir hier nämlich die Doppelspur. Wieso geht das nicht? Okay, der muss weichen, tut mir leid. Tut mir sehr leid. Ihr kommt gerade wieder einen neuen über. Und da geht es nicht, weil... Wegen dem da. Okay, was haben wir da? Wir haben hier einen Feuerbach. Ja, das ist sehr schön für dich, Feuerbach. Wie wäre es, wenn du da rein würdest kommen? Bamsk. So, und dann kann ich nämlich hier die dicke Straße draufziehen. Natürlich mit Bäumen, nicht, dass dann alle mir da erzählen, es ist alle Bäume ab. Nein, ich mache es für euch, liebe Bürger. Ich achte auf euch, liebe Bürger. Ich bin der gutmütige König. Über das kleine Städtchen da. So. Und dann würde ich sagen, mir gefallen die Hochhäuser einfach. Machen wir doch hier ein Hochhäuser rein. Nein, warte jetzt mal, wir machen jetzt hier keine Hochhäuser rein, sondern da machen wir jetzt Gewerbegebiet rein. Da so, da auch. Dann muss ich natürlich zuerst löschen, das Zeug. So, und dann müssen wir warten, bis das Ganze weg ist. Einmal Zwetschgen. Und du auch noch bitte. Gehst du bitte weg? Würdest du dich vom Acker machen? Würdest du bitte? Ich reiße dich jetzt einfach ab. Du hast noch 3 Sekunden. Gut. Machen wir hier noch Gewerbegebiet rein. Oh, jetzt etwas anderes mal schnell. Da müssen wir mal schnell hier reingehen. Wir haben ja da generische Industrie, Erzindustrie. Nein, das ist da nicht drin. Schade, schade. Gut, dann machen wir halt da ein bisschen die dickere Gewerbezone rein. Und dann machen wir nämlich, das ist auch blöd, aber da könnte ich noch die ein bisschen kleinere Gewerbezone rein machen. Dann haben wir also ein neues Gewerbegebiet. Da wird jetzt schon wieder schön Hochhäuser gebaut, wunderbar. Schön an der Straße, wo es überhaupt nicht laut ist. Das ist einfach nur ein Gerücht, das irgendjemand mal erzählt hat, aber es stimmt überhaupt nicht. Es ist nicht laut, weil dort einfach eine 6-spurige Straße durchführt. Wieso auch? Wieso sollte das laut sein? Gut, so viel zu dem Thema. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Oh, das Gebäude steht in Flammen. Nein. Ja super, gerade das Krematorium. Was ist mit dem da alle? Das ist ein Hund. Der Todd Campbell geht an die Arbeit. Ach so, da ist eine Busstation. Die wartet auf den Bus. Ich glaube fast, ich brauche mehr Buszeug. Brennt denn das jetzt immer noch? Nein, es brennt nicht mehr. Ist das überhaupt das Gebäude gewesen, das gebrannt hat? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe schon, wir brauchen mehr Buszeugs. Wie wäre es, wenn ich dann würde ein zweites Busdepot bauen? Vielleicht da so. Nein, das ist glaube ich blöd. Ich müsste das, wenn schon, müsste ich das da so bauen. So, was ich eben auch cool würde finden, wäre, wenn ich... Weißt du was? Nein, das war blöd gewesen. Nein, das wieder zurück. Ich möchte eigentlich Geld zurück über. Ja, habe ich ein bisschen zurückbekommen, habe ich gerade gesehen. Soll ich jetzt wirklich auf U-Bahn gehen? Ich weiss jetzt so recht. U-Bahn ist so ein... Ihr seht, wie viel Platz es wegnimmt und es ist halt auch ein bisschen eine Lärmsache. Wenn ich jetzt würde, warte mal, wir haben ja da ziemlich dicht besiedeltes Gebiet. U-Bahn-Tunnel. Wie funktioniert das mit dem U-Bahn-Tunnel? Jetzt kann ich da den U-Bahn-Tunnel ziehen. Ach so denn. Okay, dann machen wir auch da nochmal eine Station, wo ja sowieso gerade das Haus weg ist. Und dann machen wir da einen Tunnel.
Dann sagen wir von da nach da. Okay, dann müssen wir aber da noch eine Haltestelle drin quetschen. Irgendwo. Da so. Da so. Nein, das geht jetzt natürlich nicht, weil da schon etwas ist. Das ist super toll. Ja gut, dann haben wir jetzt einfach mal da eine U-Bahn. Wo habe ich jetzt die U-Bahn auch nicht da? Ich weiß es nicht. Wo ist die U-Bahn? U-Bahn. Ach je, wo habe ich jetzt die U-Bahn angebaut? Ich weiß es nicht. Müsste doch da irgendwo sein. Da ist sie. Jetzt ist die Frage, wird das Ganze auch genutzt? Wieso habe ich da keine Anbindung an die Straße? Weißt du was? Dann mach du dich einfach mal machen. Nein, da ist irgendetwas anderes das Problem. Was ist das Problem jetzt? Du hast ja da einen Tunnel. Was ist mit dir nicht gut? Ich verstehe es nicht. Muss das unbedingt ein Rundding sein? Ein Rundkurs sozusagen? Ich weiß es nicht. Also schau, wir machen da noch. Muss halt ein Gebäude wieder weichen. Die haben das zwar nicht so gern, dass wir dort jetzt das... aber ist ja gleich. Dann machen wir also so. Dann da so. Dann haben wir da irgendwo ein Plätzchen frei, wo wir eine U-Bahn anbauen können. Natürlich nicht. Ja, halt einfach da. Dann da. Oh, schau jetzt, da kommen wir. Bams. Und dann vielleicht da noch so. Da geht es nicht, da geht es nicht, da geht es nicht. Genau, dann musst du halt ausweichen. Dann geht es da rauf, vielleicht da so. Ja, wieso nicht? Da so. Nein, das ist blöd. Da so. Bamsk. Und dann vielleicht da noch so. Ort ist bereits belegt. Schade drum. Da so. Ist auch belegt. Dann halt da so. Oder da so. Da hat es so ganz viele Bevölkerung. Machen wir doch da einfach noch eine U-Bahn rein. Bam. So, und jetzt müssen wir halt das Ganze verbinden. Mit Tunnel und so. So, dann da. Wo sind da ist die nächste? Dann, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist, mache ich jetzt gerade zum ersten Mal. So eine U-Bahn. Das sehen wir jetzt dann. Dann müssen wir jetzt da natürlich sagen. Haltestelle hinzufügen, dann da Haltestelle hinzufügen, Haltestelle hinzufügen, Haltestelle hinzufügen und so weiter und so fort, bis wir einmal mal im Kreis gefahren sind. Ich hoffe, dann funktioniert es, weil ich habe wirklich keine Ahnung, wie die U-Bahnen funktionieren. Da und dann so. Ja, es funktioniert, es scheint zu funktionieren. Anscheinend. So, schauen wir mal, es funktioniert. Die U-Bahnen können ab sofort genutzt werden. So, und jetzt mal schauen. Da hat es ja... Ja, ich sehe schon Leute, die runtergehen. Und das sogar noch reichlich. Nicht schlecht, Albrecht. Wo ist die nächste? Warte, jetzt kann doch da irgendwo... Hat es doch da... Und da habe ich gesagt, da so... Okay, ich gehe schnell da schauen. Doch, da ist ja allein. Gerade da. Aber da wird es nicht groß. Da wird es genutzt. Das wird genutzt. Wow. Wow. Okay, das wird anscheinend recht genutzt. Ist doch da oben noch irgendwo einer gewesen.
Da wird es auch genutzt, sehe ich. Und zwar noch ziemlich heftig, also ja doch, also es wird genug genutzt, sagen wir es mal so. Es wird so genug genutzt, dass wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Verkehr von der Straße wegbekommen haben. Hoffe ich auf jeden Fall. Es sieht vom Verkehr aus nicht ganz leid aus. Da hat es jetzt gerade ein bisschen Stau. Ja, man kann es nicht ändern. Das ist halt einfach so. Ich habe jetzt da im Verkehr zugeschaut. Wir haben da wirklich ein Stauproblem. Ich kann es nicht ändern. Ja. Gut, was wir natürlich könnte machen, wäre mit der Richtlinie das Ganze ein bisschen verhindern. Verbieten Sie starkes Verkehrsaufkommen in einem Gebiet. Sorgen Sie dafür, dass es optimale Routen gibt. Denn die Geschäfte in der Stadt müssen in der Lage sein, Lieferungen zu empfangen und abzuschicken. Schwere Transportfahrzeuge sind nicht gestattet, hat keinen Einfluss auf Autobahnen. Würde ich sagen, wir probieren es jetzt einfach mal. Und Dienstleistungen könnten wir eigentlich noch einen Bildungsschub, das wäre vielleicht auch mal etwas. Machen wir Parks- und Freizeitmöglichkeiten. Bildungsrichtwert und Parks moderat, okay. Herzlichen Glückwunsch, grossartige Stadt. Wir haben eine grossartige Stadt. Wir haben eine Bevölkerung von 20'000. Ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Dings da geachtet, da unten. Auf die Zahl. Finde ich gut, finde ich genial. Einzigartige Gebäude, bla 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 bla. Errungenschaften, das haben wir schon alles erreicht. Ist das nicht wunderbar? Oder haben wir nur die Sachen erreicht, die hervorgehoben sind? Ich habe keine Ahnung. Well informed. Have a look at the different info view panel. Okay, was? Was ist jetzt das gewesen? Was ist das gewesen? Was ist das? Habe ich jetzt so weggedrückt? Ups. Ja, nu, wie auch immer. Ich bin zufrieden, sind ihr es auch? Wenn nicht, schreibt es mir in den Kommentaren und sonst auch, wieso auch nicht. Ich meine, auf ein bisschen Feedback würde ich mich immer freuen. Auf jeden Fall verabschiede ich mich wieder mal von dem wunderschönen Spiel da. City Skylines hat das Ganze zu kaufen. Gibt es auf Steam oder auf der Seite, wo unter dem Video da verlinkt ist. Ich wünsche euch einen schönen und alles Gute und Ade.